Erblasten. So verstecken 15.000 bis 20.000 Jahre und noch davor waren die großen Zeiten von uns Männern. Unsere Vorfahren sind losgezogen auf die Jagd. Wenn sie heimgekommen sind und haben etwas geschossen hat sie den ganzen Stamm bewundert und als Helden gefeiert. Mehr Männer von heute sind die Nachkommen von den guten Jägern von damals, weil die schlechten Jäger alle verhungert sind. Mit diesen Erbauflagen ziehen wir jetzt los, für Weihnachtsgeschenke zu erbeuten. Bloß ist die Welt total anders wie damals. Allein schon die Beute hat sich geändert. Oder kommen heute mal heim mit einem Bärenfell zum Anziehen oder einem Schnitzel zum Essen als Weihnachtsgeschenk. Außerdem haben sie früher gejagt, was sie gerade verwischt haben. Heute liegt alles massenweise da und du sollst wählen. Da drauf sind unsere Gene überhaupt nicht eingestellt. Wenn die damals Rind gesehen hätten und gesagt, wir warten mal noch, bis noch ein paar andere dazukommen, das Schönste auszusuchen, hätten sie nie was gefangen. Die haben ganz schnell das erste Beste nehmen müssen, ehe es fortgerannt ist. Und so gehen mehr Männer heute noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja. Noch ein drittes Problem gibt's. Alles, was wir den Frauen schenken möchten, das haben sie schon. Ich würde mal gern wissen, was unsere Vorfahren gemacht hätten, wenn sie noch 2 Tage stolz heimgekommen wären von der Jagd und hätten eine Wildsau dabei gehabt und die Frauen hätten gesagt, nehmen eine Wildsau, wir brauchen sie nicht, der Nachbar hat uns gerade einen Hirsch gebraucht. So stehen wir jetzt in den Geschäften rum und können mit unseren Talenten von früher überhaupt nichts mehr anfangen. Aber die Talente, die wir heute brauchen zum Einkaufen, in den Überflusszeiten, die haben wir nicht mitgekriegt und die haben sich auch noch nicht entwickelt. Kein Wunder, dass alle Jahre für uns Männer die Woche vor Weihnachten der größte Stress sind, wo man sich überhaupt denken kann. Die Frauen sind doch viel geschickter und man kann manchmal sogar fast denken, dass sie unsere Hilflosigkeit still und amüsiert genießen. Mehr noch wie die Geschenke selber, wo man mit viel Mühe und wenig Fantasie dann doch noch zusammenbringen. Drum hast an Weihnachten als Mann bloß ein Bitte an alle Frauen auf der Welt. Sei nicht so streng mit uns. Wir meinen es so gut und können es halt nicht besser. Ja.